hat man vielleicht nicht direkt eine Frage zu stellen, aber pur Wort zu sagen, was die Orientierung von dieser Partei belangt. Wir haben den R, wir haben den D, wir haben den R. Alternativ, ja, wir wollen alternativ sein zu den sogenannten etablierten Parteien. Wir wollen im Land Alternative vorschlagen. Ich wollte heute ein paar Worte über den D sagen, das war schon angeschnitten. Demokratie. Das Herz von all Staatswesen. Demokratie setzt voraus, dass frei und geheim gewählt wird und dass auf der Basis der Wählerwille respektiert wird. Und dann später schon auf was ich will raus. Wenn an der Verfassung stehen, les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. Die Verfassung ist das ewige Gesetz. Und das Wahlgesetz hat sich der Verfassung innezuordnen. Da kann es nicht sein, dass da mussten 30.000 Wähler 7 Stimmen haben, 7 Deputierte dürfen wählen, und am Zentrum 60.000 Wähler 21 Stimmen haben, an 21 Deputierte dürfen wählen. Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir heute eine Fraktion. Dann hätten wir über die ganze Zeit eine Fraktion behalten. Schwätzen lo pro domo für den Osten, wir schwätzen aber auch pro domo für die Partei. Wir sind ein Affe als Partei von einem Staatssystem, den undemokratisch ist. Und dafür hat ein D am Logo von dieser Partei eine Urberechtigung. Es ist absolut notwendig, dass der dann ein Equilibrium gebracht wird. Der Fernand Fehlen, der bestimmt nicht am Verdacht steht, ein RDR-Mann zu sein, wird der dann an einer längeren wissenschaftlichen Arbeit ganz klar nachgewiesen. Die Inegalität spielt natürlich auf ein paar Niveau. Und das von der großen Bezirke, das ist natürlich wesentlich mehr einfach hier ein Mandat zu kriegen wie an einem kleinen Bezirk. Okay, das steht an der Verfassung, das ist auch wahrscheinlich auch nie an der Gastologie wird Verfassungsänderung geschwert. Wahrscheinlich wird das dann in Zukunft noch zur Diskussion stehen. Ich hoffe auf jeden Fall. Das Zweite, das wird Mandat dazu gedeelt gehen, das tue ich schon in dem Beispiel bewiesen. Es kann nicht sein, dass Mandate willkürlich auf Bezirke verdeelt gehen und nicht der Wähler zur Rechnung drohen. Und das Dritte ist das faule System, wie die Mandate berechnet gehen. Das heißt, wir gehen 3-mal gestraft. Ich bin froh zu hören, dass die Regierung auf den Weg will gehen. Mir das so nicht, wohl höre ich die Botschaft, mir fehlt der Glaube. Wir hatten eine Proposition de loi Rabrot, die als Unternehmen von ihnen aufgewiesen ging, das heißt, da wollten sie nicht mal auf den Weg auf ihre zu ändern. Lo affichieren sie es. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Und dafür, der Präsident Jean Schoss hat ja schon gesagt, ich habe non personell. Leider muss ich als Lützeburg über normal Gericht gehen, wenn ich auf Verfassungsgericht kommen. Da ist auch ein Punkt, in den D fällt, dass den auf wichtige staatsrechtliche Fragen sich direkt soll können ins Verfassungsgericht wenden. Und nicht die faule Weh muss anschlagen, dass ich die Lützeburger Staat muss auf Schuldenersatz verklagen. Wir überhaupt können Question préjudicielle bei den Verfassungsrichter zu kriegen, weil das der Weg, den ich leider müssen gehen. Aber sieht man es ganz sicher, die sagt, die Rot nicht, sie lebt doch schon. Die Regierung hat schon mitgedeelt, kriegt, dass sie bis den 8. oder den 10. Mai muss hier Konklusionen dagegen, also gegen das, was wir Februar tun, präsentieren. Und da geht es weiter. Also ein Druck, der bleibt auf jeden Fall bestehen. Und ich hoffe, dass bei den nächsten Wahlen, dass wir dann in equitable Konditionen können an die Wahlen gehen und dass wir dann auch das Resultat a puncto Mandate kriegen, was ist eigentlich zusteht. Ich habe gerade sehr nur gerechnet, 5 Vollmandate sind 8,33%. Wir haben 8,28% gehabt. Das heißt 0,05% fehlen für 5 Vollmandate. Wir haben die 5 Vollmandate ohne Zweifel im nationalen Plan zu gut. Dann der zweite Punkt, den ich unauffällig durchschneide, ich habe mich schon daran zu Wort gemeldet, schriftlich.
Es sind aus alle Wolke gefallen. Wie ich gelesen habe, das war mir komplett echauffiert, dass die Regierung mit einem Viertelstrich 12 von ihren Conseillers von 82 auf 120 abgesetzt wird. Das kann doch nicht sein, da hat den sich verschrieben, aber das ist aber so. Da lesen ich, dass laut Verfassung das an der Kompetenz von der Regierung ist. Sie selber können dezidieren, wie groß 12 von den Conseils de Gouvernement ist. Von einem Moment auf den anderen von 82 auf 120. Da ironisieren ich ein bisschen. Da kann ich nicht vorstellen, dass wirklich so große Besuch da für Beratung an der Regierung. Da ging ich so, jo. Ich habe noch nie festgestellt, dass Gesetze kommen, wie kürzlich ein ganzes Gesetz, da steht am Exposé des Motivs, stehen 2 Zeilen, für Terror materiell am Ausschreibungsgesetz, für die alle gut zu redressieren. Wisst ihr, dass der Spice-Mining-Minister fertiggebracht hat, am Titel von seinem Gesetz, und das mir später nicht aufgefallen, redressiert ging, geschrieben hat, an Platz l'exploration des corps célestes, l'exportation des corps célestes. Darum sieht wie nötig das, dass sie eine geballte Berodungskraft kriegen, dass sie viel mehr Conseille kriegen. Und da kommen wir auf den Kehrpunkt von der Geschichte. Mit die Conseille, die brauchen keine Qualifikation nachzuweisen. Wenn ihr als kleinen oder mittlere Staatsbeamte wollt, da kommen, dann muss ihr das Examen packen. Ich bin ein großer Fan und Anhänger von einem deutschen Journalist, Publizist, das ist Hans Leyendecke. Das ist den Kölner Müllskandal abgedeckt hat, den dazu geführt hat, dass eine ganze Partie hochrangig Politiker müssen hinter Schloss und Riegel dribbeln. Hans Leyendecke schreibt von Parteien, sich der Staat so unnötig machen, dass sie, ich sage mal einfach so, Parteififien einfach, die dann mal da Plöchte geholt gehen, da gehen sie nicht gewählt, wir sind aber ein Sicherheitsnetz, da Künste ist von dem Minister. Aber was mehr Parteien wechseln, was man immer mehr der Leute sitzen, ob sie von der Materie kennen oder ob sie nicht kennen, die Freundinnen und Freunde, so möchte die Demokratie futti. Und du finde ich das gesagt, wie wichtig das ein D ist und das muss für ein D ersetzen. Ich weiß auch, dass bei uns derselben Druck ging entstehen. Wir müssen uns dem verweigern. Und soweit wie ich weiß, steht an der deutschen Verfassung, dass so Sachen nicht gehen, dass die besonders die ewig Beamten, die Kompetenz müssen beweisen, ehe sie überhaupt dürfen angestellt gehen. Es bleibt viel zu tun. Wir wollen alternativ sein. Und ich gebe Mengen, wir hatten heute einen guten Punkt gesagt, für dem Land der Demokratie alternativ zu Dingen. Ich so nicht mehr.